Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA San Andreas. Wir sind hier gerade von unserer Werkstatt und wir machen jetzt in dieser Folge mal die Autoprüfung, weil, Alter, der Fahrer einfach weggesäbelt dort. Weil im CJ sein Fahrskill ist recht für den Arsch, beziehungsweise man merkt halt einfach immer, wenn man einlenkt und so das Auto bricht hure schnell aus und das ist eigentlich, wenn du einen höheren Fahrskill hast, nicht mehr so der Fall. Und darum machen wir jetzt mal kurz die Fahrprüfung. Die hat man eigentlich relativ zackig noch gemacht. Und dann nachher haben wir das Auto ein bisschen besser im Griff. Ah, da könnte man sogar noch eine Freundin. Da muss man essen, dass man eine Lady ankommt. So muss man ein Fettsack sein. Okay, alles klar. So, back to school. To pass, you must score bronze or higher in all 12 tests. To view a demonstration of each test, please use the TV over there. Passing a test will unlock the next test in the training program. You can come back and check your scores or take new tests at any time. Eid. Also wir können hier einfach jetzt die verschiedenen Tests machen, beziehungsweise im gesamten ja 12 Lektionen, kann man sagen. Und da müssen wir jetzt einfach mal, also teilweise sind die so blöd, aber sie wollen halt einfach zeigen, was man alles machen kann mit dem Auto. So, Silbergold. Nice. Also da wird jetzt auch nicht überall Gold holen. Ich mache einfach nur, dass wir das gemacht haben. Um unsere Fahrskills zu verbessern. Ups. Da können Sie das mit schon durchgehen. Ja, dann machen wir das mal. Ups. Muss mich also auch wieder zuerst ein bisschen dran gewöhnen. Oh, okay, Handbremse einfach mal nicht. Auch nicht? Gottverdammt, ey. Ich weiß nicht, wahrscheinlich können wir da gar mit Handbremse rum. Nur die scheiß Pylone mitnehmen. Auch nicht zählt. Okay, dann hat nochmal der probieren. Es hat jetzt gleich nochmal mit der Handbremse. Ah, jetzt ist es gegangen. Genau so habe ich es wollen. So, jetzt. Nice. Weiter. Uhrzeigersinn. Ah, ups. Ah, shit, ich bin schon 1-2 gewesen. Huch, da müssen wir ja so rum. So. Ich meine, da muss man schon im Kreis fahren, aber das kommt auch noch nicht. Da kommt erst, glaube ich, gegen Schluss. Das ist so ein Scheissdreck. Mit Platten fahren. Vor allem, das ist eben am Anfang da. Das ist so schlimm. Das Auto hat in dem Moment einfach hast du keine Kontrolle mehr über den Karren. Da ist einfach da ein sauer Pröbel, Mann. Uah! Ja, scheiße, Mann. Ich glaube, wenn ich kein Gas gebe drüber, genau, dann geht es besser. Ah, perfekt, so. Nice. Und jetzt kommt eben das, was ich meine, im Uhrzeigersinn. Ups. Dann müssen wir einfach ein bisschen im Kreis fahren. Sollten, wenn möglich, die Pylonen nicht mitnehmen. Wahrscheinlich schon fehlgeschlagen. Schadet zu gross am Auto. Habe ich alles auch müssen machen in meiner Fahrschule. Ja, also denkt, schaffe ich nicht, weil ich das Auto zu fest beschädigt habe. Das Problem ist aber, du darfst auch nicht stehen bleiben. Und du darfst, glaube ich, auch nicht zu langsam fahren, weil du musst in einer gewissen Zeit geschafft haben. Aber frag mich nicht, wie schnell das muss sein. Ist das Gold? Nein, Bronze ist das,
Wahrscheinlich Gold. Boah, nein, das ist so schwierig. Da musst du Slalom fahren. Und Slalom wieder zurück. Ah! Bullshit, Alter, das ist verdammt schwierig, Mann. Nein! Oh mein Gott, nein! Ah! Oh, gut, ist schon gegangen. Oh mein Gott. Obwohl, dass ich der letzte, die hinterste Pylone noch mitgenommen habe. Und das ist einfach halt... Huch. Ah, okay, das zählt scheint schon. Und da ist einfach auf 2 Räder über... Wieso? Habe ich auch müssen machen in meiner Fahrschule. Aber wieso muss man das können? Ah, gut, ist gegangen, sehr gut. Das ist da, wo du musst so kehren. Gut gewesen, oder? Ich weiß aber nicht, ob man muss so. Nein. Also, du musst schon so. So, jetzt ist es gegangen. Was kommt jetzt denn noch? Ah, das Auto abdrängen, ja. Was nicht? Come on, also wenn das nicht gut war. Auch nicht. Alter. Hä? Das ist verarschen. Ah, jetzt. Wahrscheinlich kann ich mich aus dem Viereck rausdrücken dort. Alles hopp. Also weißt du, ich habe ja das auch müssen, eine Schraube machen mit meinem Auto, also mit dem Dings, mit dem Leerfahrzeug. Aber das ist einfach zu wild, oder? Wie komme ich eigentlich, wenn ich so gerade drüber brettere? Hui! Ah ja, Geld bekommen. Oh Mann, so. Boah, das war jetzt also gar nicht gewesen. Ah, das ist eben so schwierig da, weil die überschlägt es einfach gar wieder. Ja, jetzt nice. Oh, sogar Gold! Yeah! Und Fahrskill ist auf. Vollstoff durch die City. Ja, jetzt kommt eben das Schwierigste. Jetzt musst du in einer gewissen Zeit und ohne Anhalten und ohne Unfall musst du durch die Stadt durchbrettern. Das ist ultra schwer. Weil halt immer wieder Autos vor dir spawnen. Ein paar Autos einfach irgendwie das Gefühl haben, sie müssen jetzt hier abbiegen, obwohl das nie so irgendwie ein Blinker oder so war. Und da musst du halt immer so ein bisschen trickseln mit rumschauen. Ja, nein! Ja, ich glaube, es schon fehlgeschlagen. Wahrscheinlich, weil das Auto... Oh ja, jetzt ist es safe fehlgeschlagen. Ja, jetzt muss ich gar nicht weiterfahren. Das Auto wäre zu fest kaputt gewesen, dass man da noch Bestand hätte, weil du darfst fast keinen Schaden haben am Fahrzeug. Aber das Auto ist eine verdammte Bestie, Mann! Okay, let's go. Los. Schneller!
Das geht verdammt langsam. Dem Auto darfst du einfach nicht zu viel Gas geben aus der Kurve, weil sonst Drift ist einfach mal komplett weg. Wow. Alter. Okay, einen habe ich auf dem Gewissen. Sorry for that. Jetzt wieder zurückfahren. Fahren den genau gleichen Weg wie der Retour. Wow, Alter! Alter, ich denke, den nehme ich auch noch mit. Wenn jetzt die Strassenbahn kommt, bin ich ein bisschen aufgeschmissen. Ja! Yes, Mann! Zum Glück geschafft, ey. Wow, ich glaube, sie hat das noch nie geschafft im zweiten Versuch. Oh. Yes, Mann! Mission erfüllt, Fahrskill plus. Und jetzt haben wir eben einen relativ guten Fahrskill, denke ich mal. Und können jetzt auch ein bisschen besser das Auto unter Kontrolle behalten, wenn wir mal ein bisschen rumfräsen. Boah, Gott sei Dank, Mann. Ey, dass ich das so schnell geschafft habe. Geil. Und die Möwen kommen dort einfach durch die Hütte durch. Nice. Gut. Hey. Also gut, dann würde ich mal sagen, wäre das mit dieser Folge von GTA San Andreas. In der nächsten Folge gehen wir dann zum Zero und machen dort weiter. Der hat immer so ein bisschen Probleme mit seiner Spielzeug-Dingsbums dort, keine Ahnung. Ja, wir sehen es einfach in der nächsten Folge dann. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer eine Bewertung freuen. Das war zu komisch gewesen. Oder auch über ein Abo oder wenn ihr das Video teilen. Und ja, sonst wünsche ich euch dann einfach noch ein schönes Tag und bis zum nächsten Mal in GTA San Andreas. Ciao!